Was bisher geschah. Genießen wir die Zeit, die er noch beim 1. FC Köln spielt, weil es wird keine besonders lange Zeit sein. Also da werden die ganzen Vereine, die deutlich mehr bieten können, auf jeden Fall ziemlich bald anklopfen. Ich persönlich, Hot Take von mir, sage Bayern München. Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und wie ihr es unschwer am Videotitel erkennen könnt, sprechen wir heute zum wiederholten Male über Said El-Maleh. Denn in dieser Woche ist es dann tatsächlich geschehen, die ersten Interessenten melden sich und ich möchte das mal ausnahmsweise nicht als Gerücht abkanzeln. Weil es heißt ja auch schon von allen Quellen, so im Sinne, dass die Bayern tatsächlich schon offizielles Interesse hinterlegt haben. Und ich will ja nicht sagen, ich hab's euch gesagt, aber ich hab's euch gesagt. Also ich hätte es mir wirklich denken können, dass gerade ein Verein wie Bayern München, die halt immer den Anspruch haben, die besten deutschen Spieler und die besten deutschen Talente bei sich unterzubringen, da tatsächlich Interesse hinterlegt. Und deswegen, für mich ist das kein Gerücht, für mich ist das auf jeden Fall schon mal eine Tatsache, dass sie sich mit ihm zumindest auseinandersetzen und dass da eventuell tatsächlich schon ein Angebot oder ein Interesse hinterlegt wurde. Ja, ich habe ja schon in einem Video, bevor die Saison losging, über El-Maleh gesprochen und generell über die Hoffnungen, die ich in ihn hatte. Und ich muss auch an der Stelle sagen, meine Erwartungen wurden zumindest schon mal erfüllt. Ich will noch nicht mal sagen übertroffen. Schon bereits in der 3. Liga, da hatte ich mir gedacht bei El-Maleh, also wenn du dem Jungen eine Chance gibst, dann könnte das auf jeden Fall funktionieren. Und ihr seht, klar, es sind bisher nur wenige Spiele gespielt worden, aber sind schon 2 Tore durch ihn erzielt worden. Und man muss ja wirklich sagen, der Junge überzeugt durch seine filigrane Spielweise, durch sein Selbstbewusstsein. Der Typ ist einfach wirklich einer der letzten Straßenfußballer wahrscheinlich. Also da merkst du richtig so, dass Akademien nicht immer so das Nonplusultra sind, sondern dass du hin und wieder auch mal so diese Instinktfußballer brauchst. Und was mich halt besonders an ihm freut, das ist, zumindest was die Offensive betrifft, seit Anthony Modest, und ja, auch ihn werde ich weiterhin, wenn es sein muss, in einem positiven Kontext erwähnen, der erste Spieler seit Anthony Modest, der mich so dermaßen fasziniert, dass ich ganz stolz in Richtung anderer Vereine sagen kann, ja, den haben wir und den habt ihr nicht. Klar, das könnte man jetzt auch über Jonas Hector sagen. Zuletzt war das ja der einzige Spieler, den wir noch so als Superstar übrig hatten in unserer Mannschaft. Also wirklich Superstar. Über die Kölner Sphären hinaus. Aber Jonas Hector war ja kein Offensivspieler. Das war Anthony Modest. Und das ist der erste Spieler, wo ich wirklich einfach den Eindruck habe, dass alle ihn und uns beneiden. Also Said El-Maleh. Und deswegen muss ich wirklich sagen, ich kann das Interesse vollkommen nachvollziehen. Natürlich melden sich die üblichen Vereine da halt auch an. Bayern und auch Dortmund. Wobei ich natürlich immer sagen muss, aufgrund der Fanfreundschaft zu Dortmund ist natürlich angenehmer zu sehen, wenn er dann dort landet. Aber die Dortmunder werden nicht so gut zahlen. Das ist auch eine Tatsache. Natürlich, die meisten sind natürlich unter den FC-Fans so eingestellt, dass sie sagen, Vertrag bis 2030, nie im Leben, nicht unter 100 Millionen und ähnliches. Ich freue mich natürlich über die Anerkennung. Und auch, ich muss sagen, der Hype, der tut gut. Es tut gut, mal wieder einen Spieler zu haben, der einen Hype auslöst. Wir hatten natürlich die letzten Jahre so viele Spieler gehabt, wo man sagen kann, die sind sympathisch, die mag ich. In der Zweitligasaison war es dann zum Beispiel Linton Meiner, der jetzt aktuell schon wieder in einem Tief drin steckt, überraschenderweise, kurz nachdem wir wieder Erstligist sind. Und ich kenne auch nur so 2 Saisons, die besonders interessant von ihm waren. Das war unsere Zweitligasaison zuletzt und die Saison bei Hannover, bevor wir ihn geholt haben. Das ist natürlich die Frage, ob das so der Spieler ist, der halt nur so in, Liga 2 funktioniert. Und die Saison davor war es halt Max Finkgräfe. Aber es waren alles so Spieler, wo du immer den Eindruck hast, ja okay, die sind für unsere Verhältnisse herausragend. Aber auch darüber hinaus, das ist Said El-Maleh. Also El-Maleh ist wirklich
Ich sage euch eins, ich habe das Gefühl, wenn der Junge verletzungsfrei bleibt, dann wird er eine noch geilere Saison spielen. Und das ist auch die Sache. Verletzungsfrei bleiben. Klar, aktuell ist es eine schöne Momentaufnahme, eine wunderschöne Momentaufnahme. Aber wir müssen uns dann auch mit den Gedanken auseinandersetzen. Ich meine, klar, wenn er bleibt, also noch länger, kann er Geschichte schreiben, ein Idol werden, eine Identifikationsfigur. Ich habe natürlich immer so im Hinterkopf, was, wenn er sich verletzt, stagniert, dann ist auch der finanzielle Traum vielleicht dahin. Aber natürlich, Vertrag bis 2030 ist immer so eine Sache. Das ist eine ziemlich lange Vertragslaufzeit. Ich kenne aber die Verhaltensweise anderer Vereine mittlerweile. Nehmen wir an, der bleibt jetzt bis 2029, geht ins letzte Vertragsjahr. Besonders die deutschen Vereine sind da sehr hinterlistig und gehen auch sehr hinterlistig mit dem FC um. Und sagen dann, ja, hat nur noch ein Jahr Vertrag, dann geben wir jetzt kein Geld aus, wir warten ab, bis der Vertrag ausläuft, einigen uns mit dem Spieler und dann ist gut. Und kein Spieler kommt und ist uns da entgegengekommen, siehe Elias Giri, dass er dann sagt, komm, ich hänge jetzt noch mal ein Jahr dran, damit ihr Geld verdient. Das macht kein Spieler heutzutage. Ich kann natürlich jetzt charakterlich noch nicht ganz einschätzen, nur die Frage ist, sollten wir den Hype ausnutzen? Ich bin da ehrlich gesagt zwiegespalten und ja, wie gesagt, das ist ja nur eine Meinung von mir zu diesem Thema, das jetzt die Woche wirklich am interessantesten gewesen ist. Und für meine Follower, die da immer mal wieder mich nach Meinungen fragen, würde ich sagen, ich habe da so ein persönliches Modell, das ich bevorzugen würde, um das Thema hiermit in diesem Video abzuschließen. Also, ja, es wäre nicht verkehrt, ihn in den kommenden 2 Jahren, vielleicht auch schon in der nächsten Saison, zu einer Ablöse abzugeben, die uns komplett in andere Sphären verfrachten wird. Dass wir auch die letzten Restschulden damit begleichen können, damit wir komplett nochmal in die Infrastruktur des Vereins, auch auf dem Transfermarkt nochmal investieren können. Und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Allerdings kriegst du danach nie wieder so einen Spieler wie Elmalah. Deswegen mein persönliches Modell, sei es im nächsten Sommer oder im Sommer darauf, wäre halt der Verein XY verpflichtet ihn für eine richtig dicke Ablösesumme, ohne irgendwelche Summen zu nennen, weil manche sind da auch ein bisschen utopisch mit den Summen, weil klingt zwar interessant, jetzt 100 Millionen zu verlangen, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob da Vereine sich in dem Punkt austricksen lassen. Könnte man machen. Kann natürlich auch vielleicht davon ausgehen, dass Elmalah sagt, weißt du was, weiß ja nicht, wie lange ich noch bleibe, aber komm, ich hänge jetzt noch mal ein Vertragsjahr dran, verlängere den Vertrag bis 31 oder 32, damit der richtig mitverdient. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Hinzu kommt noch, dass du meistens Elmalah im Doppelpack kriegst. Ihn und seinen Bruder Malek. Wobei ich aber glaube, zum Beispiel im Fall von Bayern München, meine Güte, beide werden verpflichtet und verfrachten sie halt Malek in die zweite Mannschaft von Bayern München. Oder einigen sich vielleicht mit der Spielvereinigung Unterhaching oder sowas in der Richtung. Solche Modelle sind ja auch möglich. Dortmund hat auch eine zweite Mannschaft, ist auch möglich, wobei, wenn da weiterhin englische Vereine anklopfen, dann sind wir vielleicht in diesen Sphären mit 100 Millionen. Siehe das Interesse von Brighton im Sommer, das natürlich jetzt mittlerweile auch für alle Beteiligten zu wenig ist. Deswegen mein Modell, um jetzt mal endlich auf den Punkt zu kommen, wann auch immer wir ihn verkaufen, rechtzeitig, noch lange bevor der Vertrag ausläuft, falls er nicht noch mal ein paar Jahre dranhängen möchte, unabhängig davon, wie die Saison jetzt abläuft, aber ihn ein weiteres Jahr ausleihen an den FC. Nehmen wir an, wir verkaufen ihn jetzt schon im Sommer, dann zwar verkaufen, offiziell auf dem Papier, ja, der Spieler gehört euch, aber noch irgendwie eine Klausel einbauen, dass sie ihn zum Winter nicht zurückholen können und er für den Rest der kommenden Saison ausgeliehen wird an uns. Das wäre so ein Topmodell. Ob das jetzt 2026 oder 27 geschehen soll oder geschehen wird, das sei mal dahingestellt. Aber das ist so meine Meinung zu dem Thema. Weil ich bin da ein absoluter Realist. Ihr werdet bei mir nicht das zu hören bekommen, was ihr hören wollt. Da scheiße ich mittlerweile auch komplett drauf. Also, ne, ihr kriegt bei mir die Meinung, die ich wirklich habe, meine persönliche Haltung dazu. Interessieren mich auch nicht irgendwie Follower und dergleichen und Leute, die dann abspringen und sagen, der Leo macht keine positive FC-Propaganda. Wisst ihr was? Das hier ist mein Hobby. Mehr auch nicht. Wer von den über 63%, die ja kein Abo dagelassen haben, dann doch noch sich umentscheiden will,
herzlich willkommen, würde den Kanal sehr weit bringen. Wollte ich mal an der Stelle sagen. Aber ansonsten, ich ziehe einfach mein Ding durch. Und das ist meine Meinung dazu. Weil ich einfach absoluter Realist bin. Weil der FC schon sehr oft in der Vergangenheit in Sachen Ablösen und in Sachen dicken Geschäften um den Finger gewickelt wurde, beziehungsweise Schrägstrich verarscht wurde. Und ich möchte nicht, dass das nochmal geschieht. Weil jetzt ist die Chance da. Nicht vielleicht für diese Saison, aber vielleicht für die Saison darauf. Weil 5 Jahre sind auch schnell rum. Beziehungsweise 4. Und das letzte Vertragsjahr, das nutzen besonders deutsche Vereine gerne aus und warten dann ab. Ja, das wäre auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, der Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist